Also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem Device. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye bye, vereistes Schloss. Jupp, da haben wir Inferno for Man. Jesus erleid. So ein Jesus erleid. Mike, sieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe. Geht's weiter. Und ohne Scheiß, in was habt ihr mich da reingesterzt, ihr Leids? Das ist so reinster Teenie-Gezicke und noch deren Zickerei vom letzten Mal. Frohe ich mich echt, will ich, dass die alle überleben? Will ich das wirklich? Wär's nicht, würde sich Gott nicht eher wünschen, sie wären tot? Gehe ich jetzt nochmal da rein, wo die da ohne rumgewurschtelt ist. Ah ne, da geht's weiter. Okay, wenn die da ohne hier wurschtelt, dann geht's da wahrscheinlich weiter. Und ich mag mich da neben noch umgucken. Ja, dass wir da noch einen Hinweis verschwitzen oder so. Oder vielleicht eins von ne coole Totems. Ich hätte ganz gern alle Totems. Ja, hängen wir doch eine Travia AB Mick, ich komm hier schon. Ich gehe schon nicht auf den Weg verloren, Mädel. So, der Arschbeleuchter. Dann geht's weiter. Runter. Und ich mein, dafür, dass sie die ganze Zeit in die Kälte rumwatscheln, haben sie noch schön rosige Gesichter und nichts gerötet bei denen. Und die wollen anscheinend auch die ganze Zeit draußen bleiben, so wie es aussieht, ne? So. Und noch hier einen Moment. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch, super Einfall. Pff. Macht er überhaupt eine Fotosession, ohne dass jemand nackig drauf ist? Okay. Na, dann gucken der Ramo gescheit und nicht wie es hinkelt, wenn es blitzt. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Es war nur er drauf, oder? Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, nur ihn fotografiert, weil sie mit ihrem Gesicht da weggerutscht ist. Naja, bei dem hat es mich eh gewundert, dass der Bilder macht, wo jeder seine Klamotte hat, so der komische Vochel. Es ist eiskalt hier draußen. Habe ich bei ihm eigentlich schon mal reingeguckt? Ja, Mike ist ein Lügner, nicht sehr hilfsbereit, soll angeblich witzig sein, so wie er tapfer ist ein sehr großer Romantiker und nicht sehr neugierig. Ja, zu der Jazz am meisten. Emily mag er auch, ach du Scheiße. Und zu der andere eher nicht so gutes Verhältnis, am schlechtesten mit Ashley und Matt. Also ganz im Ernst, das soll ein Romantiker sein? Was für verdreht die Vorstellung von Romantik habt ihr? Das ist ein Typ, der alles vögelt, was ihm vor die Beine rennt. Das ist als würde man The Barney Stinson als Romantiker bezeichnen. Und wie willst du das anstellen? Ach du Scheiße. Ich hätte da ein paar Ideen. Verdreht die Welt, wo so ein Typ als Romantiker gilt. Mann, Mann, Mann. Hoffentlich werden sie jetzt von einem Vielfraß überfallen oder so. Gott, ich kann die jetzt schon alle nicht ausstehen. Ich glaube, ich will gar nicht, dass die alle überleben. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Ja, so sehe ich das auch. Was haben wir da? Ah, da hinten ist noch ein Schuppe, ne? Natürlich, gehen wir in eine dunkle Schuppe im Wald. Wie sich das kehrt. Da könnte nämlich ein Totem noch drin stecken oder so. Oder irgendwas anderes an Krusch. Da liegt doch schon eins, ne? Hat sich doch gleich schon mal gelohnt. Und zwar ein braunes, glaube ich, wieder, ne? Die Ashley wird anscheinend von Michael Myers gecrunched. Gerade noch mal. Ah ne, das war rotes Gefahr. Okay, nicht braun. Noch einmal. Die Ashley wird hier von einem Maskeheiner attackiert. Aber wahrscheinlich vom Victor, ne? Batsch,
voll auf die Schniss, aber so richtig auf der Wäschchen geklotzt. So, jetzt gehen wir nochmal auf Abspielen wegen und wurden wahnsinnig. Die Eugene. Etwas später sind die Bergleute und wurden wahnsinnig. Etwas später sind die Bergleute, alles klar. Also irgendwas mit mit dem Bergwerk hier scheint es wohl zu tun zu haben, ne? Irgendwas in einem Bergwerk hat Leute wahnsinnig und zum Mörder gemacht. Okay, mal sehen. Ist so die Waschsuppe in der Dose drin? Nee. Nie kann ich mal Glück haben. Zack. Boom, sehr gut, Mikey. Yay. Gib ihm. Ah, der Generator machen wir jetzt auch. Hui. Ja, der dröhnt und rülpst in alle Richtungen. Du bist echt genial. Naja. Motto hier. Der Victor. Gute Kumpel. Er hat wieder sein Schensch die Maske an. Aber ich fand es ein bisschen komisch, dass der die zwei Schwestern, auf die er ja angeblich so einen Hass haben sollte, dass der die befreien wollte oder dass der die vom Absturz bewahren wollte. Das finde ich etwas komisch. Vielleicht ist der auch so ein Trittbrettfahrer unterwegs, der auf dem seine Schiene aufspringt. Latsch. Oh, wow, er trifft den Knopf aus 2 mm Entfernung. Das macht ihn natürlich sehr intelligent. Sesam, öffne dich. Yay. Und der ist so ein richtiger Scherzkeks. Gut, Den oder? finde ich so witzig, den Typ. Ja, total, das ist super. Oh ja. Warum sieht man immer No-Einstellungen von Darian Boppes? Jedes Mal sieht man dort den Berzel in Großaufnahme. Vielleicht weil er schöner ist als das Gesicht. Ich kann es nicht sagen. Bist du schon gespannt? Äh. Siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Die Programmierung lässt nur gewisse Art von Emotionen zu. Ein Sexurlaub. Jesus. Wie gesagt, ich hoffe, der Mike, der hatte Host, die zuknöpfbar ist und ohne Reißverschluss. Ich glaube, da oben habe ich noch Blitze sehe. Ah ne, du müssen mal hier. Okay, ich habe gedacht, ich hätte einen Hinweis noch gesehen. Okay, und die lässt irgendwelche peinliche Musik laufen auf ihrem Handy oder was? Ah, ja. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen sie das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Die haben alle so komische Tumorare, die glitzern. Mögen sie in Frieden ruhen. Nee, ich froh jetzt noch. Ach Gott, hat der Hase zäh. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, Jupp, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. sie haben es aber Ja. ausgelöst. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Naja, das fand ich jetzt etwas hartherzig. Und nie bei sich selber die Fehler suche. Ich meine, sie sind ja super lustig und wollten da Sextape aufnehmen, um die zu demütigen. Das ist natürlich Spaß. Das macht richtig Spaß mit denen. Was stimmt mit der Welt nicht? Ohne Scheiß. Was stimmt mit der Welt nicht? Hast du das gehört? Da war Ja, das hat einer auf dem Scheißhaus. Du kreischt mal halt. Das schallt wie die Sau in den Bergen. Gibt's halt kein Klo mit Spülung. Wenn man da im Plumpsklo sitzt, bei der Temperatur, reißt dich da mal von dem Holz los. Du kriegst du auch, wenn du die Backe am Holz frescht wir kommen frieren. nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Aber- Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Das sind schon Scheißbude-Figuren. Scheiß drauf. Eindeutig. Wir sind Ach, das Abenteurer. alte Bergwerk, oder was? Wo die Leute mutiert sind, oder was? Zum Mörderwache sind? Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Witzig. Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Na, ich leuchte da mal rein, oder? Schieb die Lore weg, heroisch. Ich springe herunter. Das ist so Großmaul, das sitzt an dem Wasser. Aber ich bin mal vorsichtig. Komm, scheiß drauf, ich bin heroisch. Ich springe Okay, runter. ich komme runter. Hat einen Bleib, Schmetterlingseffekt. Uiuiui. Wow, das war wohl Glück. Das war echt Glück. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben?
Ah, leck mich am Arsch, sonst hätte der Typ mich wirklich gecrunched da von hinten. Der hat mir wahrscheinlich das Messer in der Rücke gejagt. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, Eva habe ich ihm sein Leben gerettet. Wäre ich overgeblieben? Tja. Ich versuche aber nämlich das zu machen, was zu deinen Charaktere irgendwie am besten passt. Deswegen habe ich gedacht, zu dem Großmaul passt so ein heroischer Auftritt. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Himmel, Herrgott. Der wittert du nach Heidel noch einmal. Was ein Idiot. Der kennt ja auch nur das Thema, oder? So ein Dummbatz. Yes, das ist ja leid werden. Der Schulsprecher wäre können, der Knödelkopf. Okay, aber wir haben ja jetzt erfahren, dass im Bergwerk die Leute wohl wahnsinnig und so Mörderwoche sind. Das heißt, die Bergleute könnten hier immer noch lauern. Hoppala. Oh, du Scheiße! Oh. Okay. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Passt. Hat sich nur Wurst in die Hose gedrückt. Okay, so allmählich wird das Spiel doch ein bisschen interessanter, wenn der ganze Teenie-Rotz jetzt mal weggeht und es mal wirklich in interessante Gebiete Himmel. reingeht. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und Wow, zwar nur ja. richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut loslöst? Himmel. Ich spar dir das für die Hütte, Poser. Ja, ein Poser, das ist er allerdings. Da geht's wahrscheinlich hoch. Nein. Ich will mich nur noch ohne weiter umgucken. Ich habe ja keine Ahnung, wo die Hauptstory hier weitergeht. Und ich will mich ja immer noch umgucken. Und meistens ist das die Neugier oft das, was alles ruiniert und die Leute in den Tod dann hier stürzt wahrscheinlich. Ah ne, hier ist eh nix. Ach, da liegt was. Ah, da ist noch ein Totem. Geil. Das ist wieder schwarzes, ne? Ja. Okay, ich glaube, das war die Jess. Glückstod. Nee, Glück. Das war Glück. Tatsächlich. Ach, das war das Weiße. Ich habe gedacht, das wäre Schwarzes. Ah, papap. Gucken wir es uns nochmal an. Okay, die sah recht blutig aus. Das sah man noch der Jess aus, ne? Blutig in Unterwäsch. Das bringt vielleicht Mike Glück. Okay, jetzt gucken wir nochmal weiter unseren Film an. Nachdem wir jetzt von jedem das Basistotem haben. Etwas später sind die Bergleute. Bis ein Einsturz sie Ah. und wurden wahnsinnig. Also ganz ohne Scheiß, der Sprecher, der ist doch auch auf Crack, der das spricht. Beiden wahnsinnig. Ui, da war wieder was. Motor hier. Ja, jetzt haben wir die Basis für jedes Totem gefunden. Das finde ich ganz cool. Und wir haben erfahren, dass die Mine eingestürzt ist. Und der am Anfang, der Eugene, das könnte vielleicht der Eigner von der Mine gewesen sein. Der Pächter oder der Besitzer. Wird sich noch zeigen, was das für einer war. Wahrscheinlich der Besitzer von der Mine. Der Unternehmer hier. Wahrscheinlich irgendwann im 19. Jahrhundert. Und dann hat es einen Einsturz gegeben und irgendwas hat die Leute wahnsinnig und zum Mörder gemacht. Okay, ganz cool. Die Story finde ich wiederum nicht schlecht, auch wenn das etwas zu heroisch in Szene gesetzt ist, wie ich finde. Zigarre. Ah, Schöner ja. Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Naja, Minearbeiter halt, ne? Ist frisch sogar. Hinweis entdeckt. Zigarrenstummel. Der Fremde, ne? Ne, der Unbekannte, ja. Ein ausgedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Okay. Also unser Fremde raucht Zigarre. Mit roter Bauchbinde. Okay. Mystisches Symbol. Das hier. Ah, das ist ach bei der Unbekannte. Mystisches Symbol. Ein Totekopf mit Hirschgeweihe, ne? Seltsame Symbole, die an der Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Ja, das sieht man noch im Schädel mit Reißzähne und Hirschgeweih aus. Wenn wir in dem amerikanische Ureinwohner-Symbolik bleiben. Oh, wie abgefahren. Wenn wir in der... Ureinwohnern, oder? ja, genau.
Wenn wir jetzt Ich in glaube der... nicht, dass die Halt Bergarbeiter die Schließ, eine Mann, ich will was künstlerische Ader erzählen. hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein wofür? Wurstsup. Für was dann sonst? So, wenn ihr jetzt mal euer Schlappschnute halten kennt, dann kenne ich was Sache. Und zwar... vor lauter Wiest noch verschluckt. Erstmal einen Schluck Wasser. Und zwar... in Hirschgeweih mit Skelettform steht die mythische Figur vom Wendigo. Die habe ich auch vor 1 oder 2 Episoden mal erwähnt. Und zwar ist der Wendigo entweder ein Eisskelett in seiner Form oder so eine Art Wehrhirsch. Ne? Und das könnte auf einen Wendigo hindeuten. Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja. Besser als in einer einsturzgefährdeten Mine rumzustolpern, ja. Aber ja, wie gesagt, so ein Wendigo, der sieht entweder aus wie ein Eisskelett oder wie ein, ja, aufrechtstehender, blutverschmierter Hirsch. Auf jeden Fall soll er immer rote Haare haben. Und bei Vollmond, ja, ist es halt so, dass das in seine Gestalt schlüpft. Deswegen habe ich auch gesagt, Wehrhirsch. Und ja, der Wendigo wird zum Wendigo, wenn er Menschenfleisch verspeist. Dann wird er zum Wendigo oder wenn er von einem Wendigo gebissen wird. Finde ich sehr interessant. Gefahrenkarte der Das ist die Mine. ganze Bruchbude. Yep. Collapsed supports Rust, Extreme Rockfall Danger, Flood Risk, Danger, Areas at Risk, Danger, Blackwood Mine. Aber Jahreszahl steht nicht dabei. Ich vermute aus dem 19. Jahrhundert irgendwann, ne? Okay, wow, aber ich bin immer noch überrascht, dass ich dem wirklich sein dicker Hals gerettet habe, indem ich da runtergesprungen bin. Es hätte mich mal interessiert, was passiert wäre ich nicht heroisch runtergesprungen. Falls es einer von euch gespielt hat, gebt doch mal Bescheid, wie das bei euch dann gelaufen ist, falls er bei euch nicht runtergesprungen ist. Ob er da dann abgeschlachtet worden ist oder sowas. Das hätte mich interessiert. Ob der schon zu so einem frühen Zeitpunkt verreckt wäre. Weil auf mich wirkt es, als hätte ich ein echtes Leben gerettet. Okay, da sind wir wieder raus aus dem Bergwerk. Und ich halt mal Ausschau nach Hirsche oder noch Wendigos. Bezweifle aber irgendwie, dass wir damit zu tun haben, wenn unseren Unbekannte, in Anführungszeichen Zwinker, Mörder hinter uns her ist. Der Ex-Hausmeister. So. Okay, da ist noch ein... Ist das ein Pranger? Ich sehe, glaube ich, auch in allem Folterinstrumente. Das ist nur Absperrung. Cabin. Okay. Cabin in the Woods. Ich glaube, das ist doch auch irgendein Horrorfilm, ne? Cabin in the Woods. Und was haben wir da? Hier ist das erleid. Da ist nichts. Die Alt steht die ganze Zeit nur im Weg rum. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Ja, genau. Warte, bis du die Lincoln-Suite siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Yeses! Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Also so langsam kotzen die mich ja. Kampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Ein Blick auf den Mörder. Oh, Ein Blick auf das Messer. Ein Blick auf den Flammenwerfer. ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Will ich auch. Lass mal sehen. Wo ist er dann? Wo ist er? Hoppala. Der Herr Gesicht. Ich weiß gar nicht, was war denn das? Ich muss mir das dann später beim Schneiden nochmal in das Slow-Mo angucken. Jess? Bleib dich bei mir, okay? Blackwood Pines Gebirgsbewohner. Gebirgsbewohner, genau. Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf. Canis lupus occidentalis. Ich Die- hab eine mega Ihr Idee. kennt nie immer die Schnieshalter? Los, wir streichen einen Bären. Ja, halt die Komm Schnauze. schon, bitte. Dieses mächtige Komm Raubtier, schon. eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Finde ich eigentlich sehr schade. Das sind sehr schöne Tiere, Wölfe. Und haben auch eine Daseinsberechtigung in der Natur, selbstverständlich. Grizzlybär, Ursus arctos horribilis.
Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch oder Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti Servus bzw. Cervus canadensis nelsoni. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit Tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Da ist er. Ja. Okay. Jo, ich glaube, das war alles in der Richtung, ne? Und, wo geht's denn weiter? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da, oder? Da geht's runter. Ja. Aber, bevor ich jetzt so den Weg wieder lang latsch, mag ich mich da nie nochmal umgucken, ob ich da nicht eventuell irgendwas verschnarcht habe. Nee, habe ich nicht. Und schon alles durchgelatscht in der Gegend. Okay, und dann hätte ich sage, ich mache hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder zu Let's Play Until Dawn. Uff, pelzig. Also machen's gut bis dahin. Ihr seht wieder, was beim nächsten Mal passiert. Iron Yankee. Jess! Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Unter dir ist etwas. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die